Jetzt hat ja die SPD vorgeschlagen, dass man in Deutschland die Führerscheinprüfung auf Arabisch ablegen kann. Ha, dann hat der Sohn des Hauses aber Pech gehabt, weil der schwätzt bloß Schwäbisch. Also böse Zunge behauptet ja, da tät man keinen Unterschied heiren zwischen Arabisch und Schwäbisch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da sogar was dran. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das Wort Zibebe. Ich hätte gedacht, das wäre ein schwäbisches Wort, aber wenn man genauer nachforscht, da kommt es eigentlich aus dem Arabischen. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Wunsch von der SPD, die Führerscheinprüfung auf Arabisch abzulegen. Jetzt frage ich mich, wie lange dauert es dann, bis CSU reagiert und die Führerscheinprüfung auf Bayerisch fordert. Also kreativ sind unsere Politiker auf jeden Fall. Das muss man erlauben. Kreativ sind auch die ehemaligen Concorde-Piloten. Die haben jetzt organisiert und Geld gesammelt, dass spätestens bis 2019 wieder ein Concorde über den Atlantik in die USA fliegt. Da hätte ich jetzt aber einen Gegenvorschlag. Passet mal auf. Da lassen wir Schwaben uns aber historisch in die Lumpe. Da schicken wir doch kleinen Zeppelin hinterher. Das habe ich genauso twittert. Ja, wie bei Twitter. Da hat auch ein Modasch was zum Sagen. Also, das habe ich genauso twittert. Ein paar Minuten später kommt schon die erste Antwort von einem Follower. Und wisst ihr, was der geschrieben hat? Das hätte überhaupt keinen Unterschied machen, ob man jetzt ein Concorde über den Atlantik schickt oder ein Zeppelin. Concorde wird schon beim Start explodieren und der Zeppelin spätestens bei der Ankunft. Also, das ist ganz schön frech. Dann habe ich aber gleich zurückgeschrieben, aber wenigstens kommt der Zeppelin. Ich bin ja als Maultasche aufs Maul geflogen. Und heute auf Tasche. Apropos Tasche, wisst ihr eigentlich, was Taschendiebe am wenigsten mögen? Nackte Frauen. Und was mögen sie noch weniger? Maultaschen. Denn wenn sie uns in den langen, dann sind ihre Finger weg, da beißen wir zu. Übrigens gehören wir Maultaschen zum Slowfood und sind wieder sehr gefragt in der Gourmet-Szene. Das Problem ist nur, dass der Konsum von Slowfood dazu führen kann, dass der anschließende Klobesuch danach auch very slow vor sich geht. Und ob das Gerücht ist oder drittes weiß ich, so weit war ich nicht. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.